Neues und Bewährtes. So habe ich den Satz von Jesus umschrieben und er sagt, darum ist ein Schriftgelehrter, der ein Jünger des Reiches der Himmel geworden ist, gleich einem Hausherrn, der aus seinem Schatz Neues und Altes hervorbringt. Jede Buchhandlung bietet in ihrem Sortiment sowohl neue Bücher an, wo auf aktuelle Fragen und das Zeitgeschehen eingeht, als auch bewährte Klassiker wie die Bibel und auch Studienbibel. Jesus sagt im Matthäus-Evangelium Kapitel 13 sowohl längere Gleichnisse, die wir in der vorhergehenden Woche angeschaut haben, als auch kürzere Gleichnisse. Und heute wollen wir zusammen ein paar kürzere Gleichnisse anschauen. Ich werde das amigs vorlesen auf Hochdeutsch und nachher sehen wir, ich habe bei jedem noch eine kleine Liste gemacht, wo wir dann auch noch ein paar Erklärungen drauf sehen. Ein anderes Gleichnis legte Jesus ihnen vor und sprach, das Reich der Himmel gleicht einem Senfkorn, das ein Mensch nahm und auf seinen Acker säte. Es ist zwar kleiner als alle Arten von Samen, wenn es aber gewachsen ist, so ist es größer als die Kräuter und wird ein Baum, sodass die Vögel des Himmels kommen und in seinen Zweigen nisten. Senfkorn steht hier für das Reich der Himmel, das heißt für das Evangelium, wo Jesus verkündigt hat. Es ist zwar klein, einfach und unbedeutend. Das Lustige ist, es gibt sogar eine Elberfelder Bibel, die heisst die Senfkornausgabe. Und das Senfkorn, das ist das Reich der Himmel. Denn der Mensch, das ist Jesus in dem Gleichnis. Weil er tut sich in zwei anderen Gleichnissen, tut er sich selber mit dem Seimann vergleichen. Und da auch Jesus ist der Mensch, der das Senfkorn aussäen. Und sein Acker, das bedeutet seine Welt. Also die Welt gehört Jesus. Er verändert und bebaut unsere Welt durch seine Botschaft, dass Gott alle Menschen liebt. Und dann das Wachstum vom Senfkorn ist das Wachstum vom Reich von Gott. Über die ganze Welt und während der Kirchengeschichte bis heute und bis in alle Zukunft. Zuerst war ja Jesus, nachher seine 12 Apostel und dann in der Apostelgeschichte lesen wir, wie die Zahl der Menschen, die an Jesus geglaubt haben und ihm nachgefolgt sind, von 120 plötzlich angestiegen ist auf 3000 ab Pfingsten. Also wir sehen in der Bibel selber die Wachstumsbewegung. Und der Baum, der steht für das Reich von Gott in der Endzeit. Was ich auch neu gelernt habe in der Vorbereitung auf diese Predigt, dass es gibt ja 3 Gleichnisse, die Jesus selber erklärt. Wir kommen nachher noch zum 3. davon. Und die Gleichnisse, die er nicht erklärt, da können wir ins Alte Testament schauen und dann finden wir dort wertvolle Anhaltspunkte, die uns die Gleichnisse erklären, was sie heute bedeuten. Also der Baum, der steht für das Reich von Gott in der Endzeit. Sowohl im Prophet Hesekiel als auch im Prophet Daniel gibt es eine Stelle, die von einem riesigen Baum redet, wo Gott pflanzen. Auf den hohen Bergen Israels werde ich, also Gott, ihn, den Baum, pflanzen. Und er wird Zweige treiben und Frucht tragen und zu einer herrlichen Zeder werden. Und unter ihr werden alle Vögel wohnen. Alles, was Flügel hat, im Schatten ihrer Zweige werden sie wohnen. Also Jesus bezieht sich mit dem Gleichnis auf 2 Propheten im Alten Testament. Und Vögel vom Himmel, das bedeutet alle Völker von dieser Welt. Also wir sind auch, kommen in dem Gleichnis auch vor. Im Prophet Ezekiel lesen wir, und alle Völker der Erde zogen aus ihrem Schatten weg und ließen sie liegen. Auf ihrem gefällten Stamm ließen sich alle Vögel des Himmels nieder.
Also der Satz aus dem Prophet Ezekiel zeigt uns, dass die Völker von der Erde, das sind die Vögel vom Himmel. Also das ist eine poetisch-dichterische Umschreibung für Menschen, wo Jesus vorher noch nicht kennt haben, also eigentlich für Nichtjuden eigentlich. Also für Menschen, die dann dazukommen ins Reich von Gott. Und das kurze Gleichnis, das ist eben mein Lieblingsgleichnis, weil Jesus tut damit ausdrücken, dass das Evangelium am Anfang ganz klein ist und geradezu unbedeutend. Hat es vor 2000 Jahren angefangen und jetzt ist das Christentum heute die grösste Religion auf dieser Welt. Und das ist auch eine Prophetie. Es ist eine Vorhersage, dass Jesus das so gesagt hat, vor 2000 Jahren. Dass es ganz klein anfängt und dann gross wird. Ein anderes Gleichnis redete er zu ihnen. Das Reich der Himmel gleicht einem Sauerteig, den eine Frau nahm und unter 3 Maß Mehl mengte, bis es ganz durchsäuert war. In dem Gleichnis steht der Sauerteig fürs Reich der Himmel, das heisst fürs Reich von Gott. Und dann die Frau, die steht für Jesus oder für Gott. Da habe ich ein Smiley angetan. Hier sehen wir den Humor von Jesus, dass er Gott Vater bzw. sich selber mit einer Frau vergleicht, obwohl Jesus ja ein sehr männlicher Mann war. 3 Maß Mehl, 1 Maß Mehl hat 13 Liter gefasst, also 3 Maß Mehl sind 39 Liter. Und das Mehl steht wieder für die ganze Welt. Also das erste Gleichnis, das wir vorher gehört haben, und das zweite, die sind ähnlich, die hängen zusammen. Mit unterschiedlichen Worten etwas Ähnliches ausdrückt. Und die Durchsäuerung von dem Mehl, das steht für das Wachstum vom Reich von Gott. Von der Bedeutung her ist das Gleichnis ähnlich wie das vom Senfkorn. Was hochspannend ist, der Sauerteig ist im Alten Testament oft negativ besetzt gewesen. In vielen Stellen vom Alten Testament steht, dass die Juden kein Sauerteig essen sollen während der Passa-Woche. So heißt es im 2. Buch Mose: Nichts Gesäuertes dürft ihr essen. In all euren Wohnsitzen sollt ihr ungesäuertes Brot essen. Und das Verbot von dem Sauerteigessen steht im Zusammenhang mit dem Passalam, mit dem Exodus, mit der Flucht aus Ägypten, wo die Israeliten keine Zeit hatten, um alles schön zu packen. Sie haben nicht Zeit gehabt, um ihr ungebackenes Brot aufgehen zu lassen. Und Jesus deutet jetzt den Sauerteig um und erklärt, dass es ein positives Symbol ist für das Reich von Gott, das wachsen. Wir sehen, mit Jesus, mit dem Sohn von Gott, kommt etwas Neues und Überraschendes auf unsere Erde, wo weltweite Bedeutung hat. Das Reich der Himmel gleicht einem im Acker verborgenen Schatz, den ein Mensch fand und verbarg. Und vor Freude darüber geht er hin und verkauft alles, was er hat, und kauft jenen Acker. Auch das ist eine wunderbare Geschichte. Als Kind wollte ich immer Archäologe werden oder Tiefseetaucher, um jahrhundertealte Goldschätze zu suchen und zu finden. Gott hat mir diesen Wunsch dahingehend erfüllt, dass ich einmal während einem obligatorischen kirchlichen Praktikum 2 Wochen lang in einer Recycling-Rückgabestelle gearbeitet habe und an einem einzigen Tag gerade 2 Goldschätze gefunden habe. Der eine war versteckt in einer alten Kiste mit so Ansteckpins oben dran und der andere unter Rosenkränzen unten dran versteckt. Ich habe mich sehr darüber gefreut. Seitdem suche ich nicht mehr Gold und Silber, sondern nach Menschen, die Jesus als ihren persönlichen Herr und Heiland annehmen wollen. Wir werden nachher beten, dass auch du das darfst in deinem
Leben erleben, dass eigentlich Gott deine Wünsche, deine Sehnsucht und Träume erfüllen, aber auf seine humorvolle Art, die vielleicht auch anders ist, als wir uns das zuerst denken. Nur eine wichtige Hintergrundinformation. Der Acher hat nicht dem Bauer gehört, der ihn bebaut hat. Weil nach damaligem Recht hat der Schatz nicht dem eigentlichen Finder gehört, sondern dem Grundbesitzer vom Acher. Der Schatz im Acher steht für das Reich der Himmel, für das Reich von Gott. Im Alten Testament, in den Sprüchen Salomos, steht zweimal, dass die Gebote von Gott kostbarer sind als Silber und Schätze. Also, der Schatz im Acher, das ist wertvoll, das steht auch für das Reich von Gott oder für Jesus. Und dann lustig, ein Mensch steht für einen Mensch. Also, da habe ich ein Smiley gemacht, weil das steht für uns. Wir sind damit gemeint. Finden bedeutet erkennen, wenn ein Mensch erkennt, dass Jesus Christus Gott ist. Für mich ist das immer das grösste Geheimnis, dass Jesus gleichzeitig Gott und Mensch ist. Und dann die Freude, die der Bauer gespürt hat, wo er den Schatz gefunden hat, steht für die Freude von dieser Sündenvergebung, die Jesus uns anbietet. Es steht für die Freude, für das Leben mit Jesus, für die Vorfreude auf den Himmel, für die ewige Herrlichkeit. Denn alles verkaufen, das bedeutet, alle Sünden aufzugeben. Und auch Leidensbereitschaft für Jesus. Der Bauer in dieser Geschichte hat seinen ganzen Besitz nicht verkauft, weil er das hätte müssen, sondern weil er das hätte wollen. Weil er gewusst hat, der Schatz im Acher ist höher als alles, was er besessen hat. Er hat das aus Freude gemacht, aus purer Vorfreude. Der Kauf vom Acher steht dafür, Jesus ganz nachzufolgen. Im griechischen Original steht hier Präsensform. Kauft jenen Acker. Also die Geschichte ist damit noch nicht abgeschlossen, sondern Jesus lädt auch uns heute ein, dass wir ihm nachfolgen. Jesus ist jedes Opfer wert. Mit den Egelfiguren sehen wir hier vorne die Szene wunderschön dargestellt. Wie der Bauer den Schatz findet und dann seine Hände nach oben streckt, als Zeichen vom Jubel und von der Freude. Er findet einen Perlenschatz. Und der Hintergrund ist natürlich, dass es damals noch keine Banken gegeben und man hat eben Gold, Silber, Edelsteine und Perlen teilweise versteckt. Entweder im Haus oder halt auf einem Acher, der einem gehört hat. Wiederum gleicht das Reich der Himmel einem Kaufmann, der schöne Perlen suchte. Als er aber eine sehr kostbare Perle gefunden hatte, ging er hin und verkaufte alles, was er hatte, und kaufte sie. Hier in dieser Geschichte steht der Kaufmann für das Reich von Gott, für das Reich der Himmel. Und Perle, wieder im Alten Testament finden wir den Hinweis darauf, was die kostbare Perle bedeutet. So steht in den Sprüchen Salomos: Kostbarer ist Gottes Weisheit als Korallen, das heißt Perlen. Und alle deine Kleinode, das heisst Schätze, kommen an Wert ihr nicht gleich. Perlen sind damals sehr wertvoll gewesen, also heute immer noch. Als Vergleich habe ich hier ein Bild mitgenommen von der grössten Perle der Welt. Die heisst Perle von Puerto. Die ist 34 Kilogramm schwer und hat einen Wert von umgerechnet 73 Millionen Franken. Und die schönste Perle, die steht für Jesus Christus selber. Wenn wir ihn haben in unserem Leben, haben wir das Wertvollste und das Wichtigste. Finden, das ist wieder lustig, das Gleichnis ist wieder ähnlich wie das vorhergehende Gleichnis. Finden bedeutet wieder erkennen, dass Jesus Gott ist. Alles verkaufen bedeutet wieder alle Sünden aufgeben, sowie Leidensbereitschaft. Kauf von der Perle heisst Jesus kompromisslos nachfolgen.
Das Gleichnis vom Kaufmann bzw. von dieser wertvollen Perle ist ähnlich wie das vom Schatz im Acher. Es tauchen teilweise auch die gleichen Begriffe auf, wie zum Beispiel «als er fand». Also jemand findet den Schatz im Acher und jemand anderes findet die Perle. Das gleiche Wort. Es geht darum, Jesus zu suchen und sich von ihm finden zu lassen. Das wird unser ganzes Leben positiv verändern. Wiederum gleicht das Reich der Himmel einem Netz, das ins Meer geworfen wurde und Fische von aller Art zusammenbrachte, das sie dann, als es voll war, ans Ufer heraufzogen. Und sie, also die Fischer, setzten sich nieder und lasen die Guten in Gefäße zusammen, aber die Faulen warfen sie hinaus. Es gibt nur 3 Gleichnisse, wo Jesus selber deuten, das heisst erklären. Das Gleichnis vom vierfältigen Acker und vom Unkraut im Weizen, wo wir Anfangsjahr zusammen vertieft haben, und das ist das 3. und letzte. Jesus erklärt: So wird es in der Vollendung des Zeitalters sein. Die Engel werden hinausgehen und die Bösen aus der Mitte der Gerechten aussondern und sie in den Feuerofen werfen. Da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. Also das Netz ist Reich der Himmel, Reich Gottes. Der Prozess vom Aussortieren von diesen Fischen ist Vollendung des Zeitalters. Wir können sagen, das ist das Ende der Welt, das jüngste Gericht, der jüngste Tag, wo Gott wird Gerechtigkeit wiederherstellen. Die Fischer stehen in dieser Geschichte für die Engel, die Gott helfen bei diesem Gericht. Die guten Fische, das sind die Gerechten, die nach diesen Geboten von Gott leben und die Menschen, denen Jesus die Schuld vergeben hat. Die Sündenvergebung angenommen haben. Denn die faulen Fische stehen für die Bösen, die die Liebe von Gott immer ablehnen. Und das Weinen und Zähneknirschen und der Feuerofen steht für das Leiden in der Hölle. Dort habe ich ein trauriges Smiley angetan. Qualen in der Hölle, die ewige Gottesferne. Jesus, es ist wieder ein bisschen speziell, also Jesus vergleicht das Reich von Gott sowohl mit einer Pflanze, mit dem Senfkorn, das wächst, als auch mit Menschen. Also eigentlich mit Menschen allgemein, die auf einem Acher den Schatz finden. Auch mit einer Frau. Und auch mit einem Kaufmann. Also mit einem Mann. Und hier mit einem Netz. Mit etwas, das unbelebt ist. Es ist auch interessant, dass Jesus das Reich von Gott nicht mit einem Tier vergleicht. Das ist auch speziell. Aber er vergleicht es mit einer Pflanze, aber auch mit Menschen. Und eben der eine Vergleich ist ein bisschen lustig mit dieser Frau, also dass Jesus sich mit einer Frau vergleicht, also ich finde das schon recht lustig und es ist so ein bisschen feiner Humor, aber Jesus sagt mit dem 5. und letzten Gleichnis, das wir jetzt heute mal anschauen, dass er auch eine ernste Botschaft für uns parat hat. Es geht um eine grundlegende Herzensveränderung, eine Herzenserneuerung. Gott wird am Ende der Zeit eine Trennung vornehmen zwischen den Menschen. Zwischen denen, die seine Liebe angenommen haben und denen, die seine Liebe abgelehnt haben. Darum ist jeder Schriftgelehrte, der ein Jünger des Reiches der Himmel geworden ist, gleich einem Hausherrn, der aus seinem Schatz Neues und Altes hervorbringt. Neues und Bewährtes. Jesus kombiniert in seinen Gleichnis Bewährtes und Altbekanntes aus unserem Alltag, was nicht so kompliziert ist und wir uns gut vorstellen können. Er kombiniert auch Sachen aus dem Alten Testament mit Neuem und Überraschendem, was wir noch nicht kennen, um uns zu zeigen, dass er der Sohn von Gott ist und dass wir uns auch aber für ihn entscheiden, wenn wir zu ihm gehören. Ich deute den Hausherr auch als Gastgeber. Ein Gastgeber, der in seinem Vorrat sowohl neue Sachen hat, wie zum Beispiel neue frische Früchte
oder zum Beispiel Fisch und Fleisch, als auch alte Sachen, wie zum Beispiel Wein. Und Jesus sagt, so ist ein Schriftgelehrter, also ein Pfarrer von der damaligen Zeit, wo sowohl das Alte Testament kennt, als auch neu an ihn anfängt zu glauben, ist wie ein Jünger des Reiches der Himmel. Das ist jemand, der sowohl das Alte Testament kennt, das Bewährte, als auch ihn, Jesus, das Neue. Und so sind auch wir eingeladen, dass wir uns sowohl mit dem Alten und mit dem Neuen Testament beschäftigen. Dass wir sagen, das Alte Testament ist auch ein Teil von unserem Glauben und Jesus tut das zuspitzen, tut es präzisieren. Und so haben wir sowohl Bewährtes als auch Neues. Und wir sind bereit, um die Herausforderungen von unserem Leben mit der Hilfe von Jesus zu meistern. Und das ist ja ganz wichtig, wir dürfen Jesus im Gebet alles sagen, dürfen wir ihm alles anlegen. Und er hat so viele Möglichkeiten und Antworten und Möglichkeiten, um uns zu antworten und in unser Leben hineinzureden. Amen.